Wir gucken drauf, dass wir Sensibilisation machen rund um Thema, was ein bisschen mehr schwierig ist, wie Harcèlement zum Beispiel, vis-à-vis von Frauen. Das sind Aktionen, an denen wir schaffen und denen wir auch schon geschafft haben und die auch die Success bringen. Willkommen bei Empowering Journey, wo wir zusammen diskutieren, wie Frauen an einer Berufswelt, die immer stark männerlastig ist, ihren eigenen Weg finden, Hindernisse überwinden und neue Chancen entdecken. Hier weisen wir neue Perspektiven auf, Perspektiven, die loserlos Berufswelt verändern. Heutzutage schwätzen wir viel über die jungen Generationen an der Arbeitswelt. Das heißt, sie hätten andere Erwartungen, andere Reperen, an eine andere Vorstellung davon, wie eine Karriere soll aussehen. Aber wenn ihr ein bisschen mehr genau hinguckt, bleiben die Prüfungen immer noch dieselben. Wen traut sich zu kandidieren, wen traut sich zu evaluieren, Responsabilitäten zu überholen, und wie wat. Für darüber zu schwätzen, freue ich mich, Yves Baden, Direktor von Ressourcen bei der CRL, bei mir heute zu begrüßen. Mit Team schwätzen wir ganz konkret über Recruitment, Karrieren, Management und froh, was Entreprisen wirklich machen können, für Geschlechterstereotypen zu überwinden. Moin Yves, und merci, dass du heute bei uns bist. Moin Sandy, merci für die Invitation. Gerne, mit dem Sujet von heute ist Gen Z und Alpha, mit den Stereotypen vom Genre ophalen. Und dafür eher mal ein Thema richtig rangehen. Was hält dir aktuell an deiner Rolle am meisten an Anspruch? Allgemein ging ich so, einfach ein Umfeld zu schaffen am Betrieb, wo jeder Verein sich wohlfühlen, egal ob Mann oder Frau oder was für Genre auch immer, dass man wirklich in Kader haben, eine Betriebskultur, die jeder lesen möchte und die auch dafür sorgt, dass man über DW auch bestmöglich können performen als Betrieb. Und wenn ihr lo seht, der Beruf bei den Kandidaturen, den ist stark gegendert, was weit mehr den Inhalt vom Posten, die Vorstellung, die ihn davon hat, oder da der weiß, wie ihn die Kandidaten das präsentiert? Also ich ging so, für allem ist es ein Thema von Perzeption und du wennst da vielleicht Männer vom reinen Inhalt, dass mehr dann eben die Vorstellung, die Frauen oder Männer von einem Mädchen haben. Wir haben ganz viele Mädchen, die nicht so visibel sind, auch nur draußen. Und dafür die Vorstellungskraft vielleicht Männer ist, vielleicht auch verschiedene Vorurteile à la limite par rapport zu Mädchen, die in der Zwischenzeit aber auch evoluiert tun. Technische Medien zum Beispiel, hast du ein Thema. Und dann hast du natürlich auf der anderen Seite auch für in der Perzeption zu schaffen. Und da schwätzen wir von der Kommunikation. Und da dann noch über als die Macht zum Beispiel, die wir machen, Kampagnen, den Employer Branding, wo wir versuchen, das klar zu vehikulieren und auch in Abblick zu gehen, wie dann an der Realität ist. Du hast gerade von technischen Medien geschwärzt, wenn eine junge Frau zickt, an einen technischen Beruf zu gehen oder aber auch umgedreht, ein junger Mann zickt, an einen Beruf zu gehen, den vielleicht als weiblich gilt. Was hat deiner Meinung nur den meisten Einfluss? Dem Verhalten, Image vom Sektor oder dann aber die Rekrutementserfahrung? Also ich ging so den Image vom Sektor lo Männer, vielleicht den Image vom Mädchen, wenn man schon von technischen Medien schwätzen, als da man Sicherheit ein gesellschaftliches Sujet à la base vielleicht echt da. Und dann gebe ich vor allem aber auch so ein Umfeld. Weil die Vorstellung vom Umfeld, wo in der GFI kommen, zum Beispiel als einzige Frau zwischen Leuten und Männern, das ist natürlich etwas, was vielleicht ins Rückhält, wo ihr vielleicht sich vorstellt, ob das da wirklich in dem Fall das, wo ihr sich wohlfühlen kann. Und voilà, das so gebe ich es so. Und wir möchten die zwei Levien, die wirklich die Hauptrolle spielen. Okay, kommen wir zurück auf Rekrutement an über den Kandidatenpool, weil die wollen wir ja vergrößern. Was hat deiner Meinung nach den meisten Impact? Rollmodelle, Stagen, Kommunikation oder denn, wie so schön heißt, die Candidate Journey, Tester, Gespräche, Wording? Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel? Aktuell gebe ich echt so, dass wir merken, dass wir wirklich Rollmodelle haben, die vielleicht den größten Impact im Moment schaffen. Wenn wir von Recruitmentsprozess und Candidate Experience schwätzen, hat das natürlich einen Einfluss darauf, ob ihr am Endeffekt seht, ja, ich will oder ich will vielleicht echt aber nicht. Weil das ja ein echter Kontakt ist, auch den ihr hört mit der Entreprise. Bei Stagen ist es ein bisschen ähnlich. Aber die Rollmodelle, das sind die authentisch können rüberbringen, wie dann wirklich geht das. Frauen, die selber können témoignieren, wie sie an unserer Entreprise evoluieren. Sie wird
an ihrer Karriere diese schon gemacht und sie wird einfach am Umfeld was zu erleben, was für sie hoffentlich favorabel ist. Und dafür bauen wir auch ganz stark auf die Ambassadrissen, die wir da haben. Wir haben eine Reihe an der Zwischenzeit auch an Leadership-Positionen. Und das ist das, was im Moment wirklich am meisten so wirkt. Ja, und der seid ja an den Kampagnen, die wir machen, da setzen wir ja genau auf der toten Bildern, die Testimonials. Wenn man Rekrutement schwätzt man vielleicht, wenn ich schon am Posten ist, treten Stereotypen, dann aber ganz alltägliche Situationen ab. Verdelung von verschiedenen Aufgaben, impliziert Erwartungen, dabei auch vielleicht Feedback zu gehen. Nur de Feedback, des du op RH Niveau kriegst, wo muss du aber nach aktuell am Vigilanz zu sehen? Also ich ging so das Thema Feedback als für mich das Thema Nummer 1, weil am Endeffekt geht es darum, wie wir miteinander umgehen. Wie wir miteinander kommunizieren, und das betrifft natürlich dann auch das Feedback, und dass du, wo innerschwellig auch, wie soll ich so, den Tone of Voice gemerkt wird, und noch innerschwellig entweder eng Maturität sich weist oder eben noch vielleicht noch nicht gerade weist. Und dafür also doch nice, gerade zum Beispiel, ich komme immer auf die Leadership zurück, wirklich für darum zu schaffen, dass man die Bienen, die du auch an den Tun existieren, dass man die klar durchstellen, dass man sensibilisieren drauf, für dass man an unserer Feedback-Kultur, an unserer Kommunikationskultur wirklich auf dem Niveau sind, dass man ja, an die Fällen, die es vielleicht gibt, oder Fehler, die vielleicht da gemerkt gehen, dass man denen nicht tappen. Das ist für mich das Wichtigste an dem Thema da. Ja, ich meine, du schwätzt von Leadership und schwätzt von Role Models. Ich meine, du hast auch Thema Respekt, das ist ganz wichtig, sondern das ist ja auch wirklich, was man eiser Schachte Valeur haben. Und von daher ist da doch den Umgang, wie jen Data kann gehen, ne? Ja, also das so eng Schacht zu holen, Leadership-Prinzipien zu holen, die man dann noch entwickelt für ein paar Jahre, das sind alles mal Deklarationen, wie wir es gerne hätten, der Sollzustand. Aber wir müssen schon bewusst sein, dass am Alltag vieles natürlich nicht optimal lebt. Das ist auch nicht unbedingt das Problem, wenn ihr nicht perfekt ist. Südfrika Fehler machen, auch an den doten Themen. Vielleicht das Bewusstsein auch nicht immer direkt da, mit das ganz klar, dat natürlich wann den Prinzipien hört, wann den Vierbild hört, was den soll holen, auch wann ich immer auf die Leadership kommen, Vierbildfunktion, die du dran seid, dann ist es ganz klar, dass das natürlich eine Basis ist, die man braucht. An einem Umfeld von Eisenbahn, mit Vestiären, EPI, wie der bei IC oder PI, Equipementer für Sicherheit allgemein, Arbeitszeiten, Nutzschichten. Was kann, meinst du, nach einer Karriere bremsen, an was tun wir auch als THW müssen aufpassen, für dass es wirklich inklusiv ist? Du hast eine Reihe Sachen angeschwärzt. Da sind ein paar die Punkte, die eigentlich relativ evident scheinen. Banal, weil ich kann nicht sagen. Das ist nicht, dass sie gelieft gehen. Ne? Ja. Für was muss ich über die EPI schwätzen? Da den EPI hört für Frauen, die Morphologie vom Körper von einer Frau angepasst, die mehr auch Männer, sag ich mal, die mehr oder Männer groß, mehr oder Männer breit sind, etc. Und da passen wir es an. Also ist doch logisch, dass wir es anpassen in die Morphologie von der Frau. Das ist aber etwas, was wir müssen aktiv trätieren, für das doch wirklich geschieht an der Praxis. Einer Punkten mit den Vestiären, sanitären Anlagen. Wir sind ein Betrieb, den relativ viel, aber auch operationell Mädchen hat die Idee, was auch Terrain schaffen. Ich denke, insbesondere da als ganz Maintenance zum Beispiel Reso, also an den Gleisen. Da haben wir natürlich keine Büros, Infrastrukturen, wo proper Sanitäranlagen sind. Das ist für Männer wie für Frauen ein Thema. Aber natürlich für die Frauen geht es umso mehr ein Thema, weil die sich vielleicht nicht können so behelfen, wie Männer das vielleicht können. Und dafür wäre es vielleicht doch eine Zeit lang kein Thema und eine Zeit lang noch vernachlässigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind nur für mich die zwei Flagranzbeispiele, die ich da kann nennen. Mit gibt aber auch nach anderer, die ich da kann sagen, wie zum Beispiel, dass man einen inklusiven Spruch praktizieren am Alltag. Es gibt andere Beispiele, wo man sagen, wir
gucken drauf, dass man Sensibilisation machen rund um Thema, was ein bisschen mehr schwierig ist, wie Harcèlement zum Beispiel, vis-à-vis von Frauen. Das sind Aktionen, und denen wir schaffen und denen wir auch schon geschafft haben, und die auch hier Success bringen sollen. Just für als Nollastra EP oder EPI als Equipement Protection individuell, dat man da als Nollastra verlieren. Spruch spielt doch eine Rolle. Funktionstiteln, Stellenausschreibungen, darweis Feedback zu gehen. Du hast schon ein bisschen von inklusiver Spruch geschwart. Mir und dir wird identifiziert die Kandidaturen oder Kandidaten aufstrecken, weil sie leider an eine gewisse Rolle abschließen. Ich muss so, mir fallen kein spezifisch Wörter an, wo ich so, da muss ich besonders drauf aufpassen oder die machen vielleicht besonders ein Problem oder schrecken vielleicht besonders auf. Und das ist einfach die allgemeine Weise für zu schreiben, die allgemeine Weise für einen Text zu redigieren, egal ob es zum Beispiel eine Jobannonce ist oder eine Kommunikation, die man noch besser machen. Und da geht es nicht nur das innen oder gegendert eben Einzelwörter schreiben, was übrigens vielleicht auch eins ein bisschen, aber Männer, die Jazz das für zu lesen, entre Parenthèses, mit geht für allem drums für so zu schreiben, dass Frauen sich auch angesprochen fühlen. Ich kann das nicht in einzelne Wörter festmachen. Das ist einfach ein Text, wenn den liest, muss ich als Frau angesprochen fühlen. Das ist, worum es den Fine geht, und das ist auch das, was man versichern, zumindest was den Haschvorleben betrifft, weil da geht auch konkret Attraktivität an Unzählung von Kandidaturen von weiblichen Talenten geht, wo das wirklich wichtig ist, wo man versichern, eben mal, die Barrieren da nicht mehr an unseren Texten zu haben, nicht mehr an unseren Annoncen zu haben. Wir haben uns da für ich weiß nicht mehr genau, 2 Jahre, circa, vielleicht sogar schon ein bisschen mehr lang, haben wir uns auch ein Schacht inklusiv gehen, wie wir schreiben. Natürlich geht es da, und das passt ein bisschen bei der Antwort auf die Einzelwörter. Wir haben uns nicht gesagt, das und das Wort gebrauchen oder nicht gebrauchen. Wir haben uns einfach gesagt, das sind ein paar Basisregeln, die wir uns gehen, Guidelines, die wir uns gehen, Do's and Don't Do's, so ein Schlummel allgemein geschwärzt, an nur denen funktionieren wir. Es geht ja darum, inklusiv Spruch geschwärzt, ich meine, oder das ist ja so, dass eine Annonce, die Frau reagiert 80-20, das heißt, wenn sie 20% nicht können, dann sagen sie schon, ich melde mich nicht, ich traue mich nicht, weil das kann ich nicht, und Männer sind da anders, ne? Sie können nicht mehr 50%, und da nicht, sondern sie einfach, das lernen schon und so weiter, an die sie viel mehr an einer Mentalität, go for it, ne? Von daher, also es wichtig, dass den eben da, an dem sie nicht mehr inklusiv schreibt, mir eben, der den doch so möchte, dass Frauen sich trauen, ne? Ja, dazu kann ich vielleicht noch so mir versichern, mir das gilt allgemein, das wird nicht mal inklusiver Spruch am von Grund zu den. Mir versichern auch kein Overkill zu machen, was ein riesenlange Lust von Expectations betrifft, die man gerne erfüllt hätte, weil wir wissen ganz genau, dass so eine Kandidatur mit 20 Kriterien, die zu erfüllen sind, eigentlich gar nicht gut. Also halten wir das besser kurz wie lang, und dann vielleicht indirekt passiert auch nicht das, was du gerade ausschwärzt, dass, wenn es länger löscht, Frauen sich vielleicht echt das vorstellen, da kann ich mir vielleicht nicht zutrauen, oder die werden mich sowieso nicht tun, weil ich eben pur von den Items da nicht erfüllen. Kommen wir auf ein anderes Thema, wie wir anfangs gesagt, geht um Gen Z, geht um Alpha. Viele Junge sind heutzutage, ich will, ob meine Kompetenzen evaluiert gehen nicht, ob mein Geschlecht, dann wo hakt das deiner Meinung nur nach an der Realität, aber du noch immer? Du schwätzt von Evaluation. Ich ging so, wie ich haut erleben, da wo wir Evaluationen haben oder Appreciationen haben von Kompetenzen, und die haben wir an der Zwischenzeit löse auch über den ganzen Betrieb flächendeckend. Da sind nicht das Problem, weil da haben wir, wie ich so einen relativen gute Kader, den das auch objektivisiert, ein Referenziell, den wir haben, wohin sich soll orientieren, und da klappt das eigentlich. Was für mich mehr das Problem ist, als Thema Jugmenter.
Jugementer, die am Alldach geschehen. Noch 4 Urteile. Ja. Und da das den eigentliche Sujet, den man da hun, das heißt, geht am Fungel drums, jedereen darauf zu sensibilisieren, die Jugementer auf der Seite zu lassen. Jugementer, welch Frau sehen oder welch Mann sehen. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben teilweise an unseren Equipen Terrain, gerade am Anfang, wie wir auch aus der Marsch gemacht haben, gut gesehen, auch noch durch die Témoignagen, die Frauen, die sich échangieren, noch intern am Betrieb, die ihn dann zu hören kriegen, und Gott sei Dank auch mal auf den Weg kriegt, haben wir schon festgestellt, dass mit so Jugement, da gerade Terrain an den technischen Medien, wo da am Anfang am wichtigsten ist, weiterzukommen, und wo wir auch die größten Schwierigkeiten haben, weiterzukommen, auch am Tor, allein schon von Frauenundel an den Equipen, da merken wir, dass Jugement am Raum sind, wo Frauen am Anfang sich mal müssen überhaupt beweisen, ob sie das überhaupt können. So ein Motto, eine Frau im technischen Beruf, was will die da? Die kann ja nicht Schweres heben. Oder dabei muss ich aber wissen, dass man sowieso an der Zwischenzeit in einer Situation sind, dass schwer heben eigentlich immer Männer ein Thema gibt, auch an einer männlichen Berufswelt schon evaluiert wird. Und das sind so Jugementer, wo am Endeffekt gerade an denen technischen Bereichen Frauen quasi müssen outperformen, am mäßig beweisen, wie Männer. Und das nicht ein Thema von Evaluation, das ist wirklich ein Thema von 4 Urteile von Jugement. Ja, Eistrau, den haut das auch noch immer nicht so, dass man den Null riecht an die Mauer geklappt kriegt, für Bild abzuhängen. Ne? Ja, ich meine auch Männer schlagen ein zu trainieren. Oder auf den Fanger. Ne? Die jungen Generationen, die legen viel Wert auf ein Arbeitsfeld vom gegenseitigen Respekt. Wir haben es vorhin schon angeschwart. Wie schafft den eng Entreprise, wie schafft den do ein Klima, an dem jeder sich legitim fühlt, etwas zu sagen, wenn etwas nicht stimmt? Da geht es ganz viel um Thema Betriebskultur, es geht um Thema Feedbackkultur, es geht um Thema Kultur just, sich trauen, etwas zu sagen, heißt auch zum Beispiel, keine Angst müssen zu für Repression. Keine Angst müssen zu für ihre Konsequenzen oder für auch vielleicht nicht offizielle, mehr sous-jacenten Reaktionen, die dann negativ wären. Und all die Sachen zu summen machen nicht, dass den sich traut, abzustehen und traut, etwas zu sagen, wenn etwas nicht an der Reihe ist. Wir schaffen auch als Betrieb ein Kader, für das zu ermöglichen. Wir schaffen sind eine Reihe von Jahren unter Kultur just. Was heißt das? Das heißt, dass wir eine Toleranz haben, dass wir wollen als Fehlern auch lehren, dass wir nicht wollen bestrafen, wenn etwas nicht an der Reihe war. Und das auch ganz an dem Sinn, wo du erlebt hast, auch an dem heutigen Sujet, Stereotypen oder einer sag ich mal, Fehler, die ich kann machen, eben auch einfach es nicht hinzukriegen direkt. Das ist okay. Und das muss auch können okay sein, genauso wie es muss können okay sein, dass gerne ob ein Mann oder Frau ist, den Fanger hilft, wenn eine Situation nicht an der Reihe ist. Und die Kader zu schaffen hat, weil er mit der Feedback-Kultur zu denen, tut man dazu den auch, wie wir als Entreprise positionieren, wie wir damit da wollen umgehen. Und da sind Menker beim Leadership. Es sind die Leaderinnen, die da letztendlich auch andere Menker beim guten Beispiel müssen viel gehen, weil sie leben viel, wie wir mit so Feedback umgehen, wie wir konstruktiv daraus lernen als Organisation. Mir tut doch viel mit Vertrauen, Courage, Vertrauen zu denen. Ja, also ein Kultur just, als ja am Fungel do für vertrauensvoll können auch Rückmeldungen zu geben für Sachen, die nicht funktionieren. Ich gebe ein Beispiel aus einem Bereich, der für uns als Betrieb traditionell am Fungel die Inkarnation als für Kultur just, nämlich der Sicherheitsbereich. Am Sicherheitsbereich also die ganz wichtige Thema, dass gefährliche Situationen oder auch Incidents vielleicht die geschieht sind, remontiert gehen, für das man sie können analysieren, für das man können daraus lernen. Und nachher ist es genau dasselbe an diesem Thema. Wir machen da keinen Unterschied.
Okay, wir kommen so los auf den Schluss. Wannst du als Manager, als Direktor 3 Antistereotypreflexer an der Praxis im Terrain misst formulieren, was für einen wären das? Schon die wat die froh do bisse muss no denken, weil das net so evident Reflexer zu schaffen. Reflex eigentlich unbewusst oder so einfach so könnt. Ich gebe aber so ein Reflex als schon mal stopp zu so. Wann in eng Situation erlieft, wann in eng Situation matt kriegt, wo spielt du selbst falsch. Nicht einfach nicht so wirklich stopp so. Der zweite werde ich vielleicht gegen so dass da den auch von ihr selber vielleicht riskiert das Stereotypen zu tappen, sich immer kurz für anhalten, wie gif hun wann ich an der Platz von der anderen Person wäre, wat giwischer werden, wie gewisch treiert gehen, wat völlig schnitt. Das vielleicht schon bisschen mich schwer. Genau, das vielleicht schon bisschen mich schwer, weil das bedarf engem Moment für Reflexion, ein kleines Step back. Und dann den dritte Punkt, den ich vielleicht kann sagen, und da tun ich für Druschall ein bisschen ugedeiht, auch bewusst artikulieren, dass Stereotypen können geschehen, sieht verrengem, und das lo nicht in Drama usisch. Der Punkt ist, dass wenn sie geschehen, dass den sie erkennt, dass den sie ausschwätzt, dass den noch der Stopp so zum Beispiel, und dass den andere Menschen hin für sich ein kleines Lessons learned, mathält für es nicht zu repetieren. Komm, wir gucken an Zukunft, an 5 oder 10 Jahre, was gibst du dir wünschen, dass sich die Entreprisen zu dieser Frage wirklich, was sich da verändert wird? Am einfachsten wäre es, wenn wir eine Maturität hätten, irgendwann an 10 Jahren, vielleicht doch schon echt, aber 10 Jahre ist die geduldigste, muss ich zugeben. 10 Jahre ist noch lang. Und, aber ich gebe so was ich mir wirklich wünschen, dass das Haut scheinbar noch nicht normal ist, wo ihn immer noch muss einfach durchschaffen, aktiv, dass das irgendwann aber mit zu einer Normalität geht. Ich meine, Remenker der Vergleich vielleicht mit dieser Sicherheitskultur, letztendlich ist eine Frage von Maturität, von Wissen, auch Independance. Das steht für sich eine gewisse Independance mit dem Thema erreicht, wo man auch mutuell auf den anderen, sag ich mal, auch an diesem Thema aufpassen, aber wo man eben die Maturität tun, dass man als nicht mehr so aktiv, auch als Herrsch, das Sujet am Alltag muss kümmern, an Alltag nach Situationen müssen treieren, die eigentlich an den bisschen Matrikül drüber nachdenkt, bon sens auch ganz stark sind. Ja, du schwätzt von Maturität, mir so auch Empowering Journey, das kein One-Shot, es braucht Zeit an Geduld, an eben noch de Wëllen Yves son Dir vielmals merci. Merci auch, Sandy. An enger nächster Episode geht es dann spannend weiter mit neuen Témoignagen an Perspektiven.